Merci, Herr Präsident. Ja, also es ist ein bisschen verdammt, irgendwie hat dem Herr Kartäuser mal zu schwätzen. Am Prinzip kennt ich Alkeier etwas so, aber ich werde das gerne nicht tun. Kennt zwar ein flottes Spiel gehen. Herr Präsident, das Jahrhundert schenkt ja wirklich einen zu sehen, wo die Menschheit ganz echt angefahren ist. Zwei große Gefahren kommen auf die Menschheit durch. Eng aus dem Welt, der dann hat aus Krieg, für das ganz einfach zu sagen. Die zwei Sachen sind teilweise oder haben teilweise ähnliche Wurzeln. D'ailleurs. Krieg kann ihn auch immer evitieren, auf eine gewisse Art und Weise, von denen sich nicht gerade für einen Mini-George Bush hält, dass noch immer eine Möglichkeit für aus der Vergangenheit zu lernen. Ich meine, da zwar keine großen Hoffnungen mehr, es sind immer Möglichkeiten da. Par contre, wenn wir über den Klimawandel schwätzen, da stehen, und wir wissen, dass Chancen für zukünftige Katastrophen zu vermeiden eindeutig mehr gering. Politik von der kleinen Schritt, wie für Jahrzehnten nicht möglich gewesen zu einer Zeit, wo eine Minorität von Leuten, die oft ausgelacht wurden, schon gewarnt haben. Lo müsste man in Wirklichkeit größer Spring machen. Aber beide Fälle sind nicht immer die sowieso, die am meisten dafür können, die am meisten unter den Konsequenzen leiden werden. Und es sollen sich nicht belehren, bis auf ein paar Ausnahmen brauchen sich nicht viel von Regierungen auf dieser Welt zu erwarten. Lösungen werden von innen kommen. Aber, wie der Gramsci schon sagt, dem Pessimismus von der Ratio muss den Optimismus von der Aktion entgegenstellen. Dann halle von dem Ziel der Erwärmung auf 2 Grad zu beschränken, noch für uns 2020, also logischer bald nicht mehr anzuhalten. All Jahr, was vergeht, bedeutet, dass die notwendigen Mesuren mehr massiver gleichzeitig Konsequenzen, den der globalen Süden haut schutzlos ausgeliefert sind, mehr schlimm und manner kontrollierbar sind. Die Industrie muss auch eine Sache wissen, wenn die Menschen auch hier bis die Batter Konsequenzen spüren werden, da wird hier Toleranz vis-à-vis von der soi-disant Kompetitivität ganz schnell schwinden. Koerzitive Mesuren werden proportional umgedreht groß sein, wie bis den herrschenden Laxismus. Weil es gibt klare Ursachen, die sie man beim Mensch per se zu sichern, wie echt bei den Strukturen und Verhältnissen selber, die der Mensch geschaffen hat, und die widerspricht, dass die Natur am Mensch geschaffen und verschärft tun. Für kurz mir weit zu greifen, mehr wie die rein Anthropozän-Prozesse, also die Prozesse, wo der Mensch auch schon eine Aktion, wo die Aktionen von Menschen Impact auf das Klima haben, so ab dem Anfang vom 19. Jahrhundert, muss noch von Kapitalozänen Prozesse schwätzen, wie verschiedene Historiker da dort thematisiert tun, also die vom Kapital gedriven Verfremdungsprozesse an der Dialektik Mensch und Natur. Wenn wir von Klima schwätzen, da kommen wir nicht da ernst, und das ist ein Problem vom Bericht, den auf vielen Hinsichten auch gut Pisten ugeht. Das will man nicht auf Frage stellen. Und trotz aller Kritik immerhin, dass die echt Kehr, dass überhaupt die Arbeit gelegt geteilt zu Lützeburg. Und ich meine, das muss ihn aber auch unterstreichen. Da kommen wir nicht da ernst, über ökonomische Strukturen zu schwätzen. Und das heißt, das muss ihn die Wachstumslogik auf Frage stellen. Es muss op die Regulierungen am Wirtschafts- und Sozialbereich angehen, es muss die Austeritätspolitik aufstellen, die Investitionspolitiken hindern und anschränkt. Es muss den Standortwettbewerb aufstellen, den darüber hinaus ist, alle Formen von Regulierung, nicht nur was Sozialrechte angeht, sondern auch was Umweltoplären angeht, muss die Macht von der Multi- und von der Finanzwelt bekämpfen. Aber wenn wir schon von Multi schwätzen, du wolltest auf das angehen, was heutzutage sich immer mehr hinter dem Schlagwort Société civile verstoppt. Das ist ja auch ein gramscianischen Term, aber die wollen etwas anderes das sehen. Das Problem ist, den von der sogenannten Société civile, die ja immer mehr intensiv angebunden soll gehen. Aber was versteht ihn drin? Es kann den Umweltverband drin verstehen, Gewerkschaften drin verstehen, Assoziationen drin verstehen, all die wirklich Interesse daran haben, sich zu engagieren gegen den Klimawechsel. Ja, in der Zwischenzeit ist ja auch Tendenz, dass immer mehr Entreprisen drin versteht. Und dass Entreprisen vielleicht mit angebunden gehen an den Prozessen, kann den nur vollziehen.
aber net an dem Sinn, dat sie d'Agenda diktieren mé ëmgedrängt misetio sinn an net dat sie schlussendlich Entscheidungen können beeinflussen. Mit dat das zum Beispiel auch schon der Fall beim Finanzment von der COP 21 wo die steigende Tendenz gibt bei so Sommeen für justement so größere Entreprisen sich zu holen für die Evenementer zu sponsern, wie das kann ja auch einmal der Fall sein, EDF, Renault, Nissan, Air France, Coca-Cola. Also kann mir erzählen, dat die best alliiert wären am Kampf gegen den Klimawechsel. Au contraire, sie gehören ja schon so gut zu den Verursachern. Dafür muss ich aber auch auf etwas zurückkommen, wo ich schon für uns 2D geschwärzt habe, das ist der Fonds de Kompensation. Weil da kommen wir hier im Träger Plötzeburg, und das steht in Verbindung justement mit der Frau von den Multien. Der muss gebotzt gehen. Ich meine, wir sind als du eins. Der muss gebotzt gehen. Es muss seriös geschehen. Ja, genau. Zum Beispiel fand ich noch wichtig, dass der Fonds de Kompensation justement Aktien hält an einer Höhe von einer halben Milliarde Aktien hält an einer Höhe von einer halben Milliarde Euro an Petrolsfirmen. Also, das ist auch eine Frage von Kohärenz. Herr Präsident, den ETS-System de no, das wissen wir ja auch, den das nicht mehr gescheitert, wie das zu gesehen war, mir nicht so gut dazu beigedrohen, dass groß Pollueuren sich nach mehr Bereichen konnten, ohne zum Kampf gegen den Klimawechsel beizudrohen. Doch mit dem vermessen Carbon Leakage zu dienen, weil du sich eine Form von Chantage aus von der Industrie. Die vermessen Carbon Leakage wird dafür benutzt, Entreprisen, die durch Klimamesuren zwar die nicht mehr kompetitiv wären, und dafür auch Plätze sich delokaliseieren geben, von möglicher Plätzen, wo Mensch an Umwelt billige Produktionsressourcen durchstellen. Da wurde auch schon viel gesagt, zu Recht, dass die Entreprisen nicht auf der Carbon League, nicht auf Mesuren am Umweltbereich müssen werden, für sich sowieso zu delokalisieren. Ein gut oder besser gesagt, ein schlechtes Beispiel ist zum Beispiel die von ArcelorMittal. Den hat bis los Surplus von 140 Millionen freien Carbonemissionen abgestockt und dafür die 440 Millionen Euro Windfall-Profite akassiert. An die 3 Installationen zu Lützeburg allein haben 500.000 freie Emissionserlaubnisse akkumuliert und konnten so Windfall-Profite erreichen von 12 Millionen Euro. Arcelor also so weit gegangen, dass sie ja auch nach die 81.000 freie Emissionen krut für den Site von Schöffling am Jahr 2012 den Dünne zugemacht hat. Aber bon, da hast du einen Plan, den Lützeburg Stadt hat einen Plan beim Europäischen Gerichtshof gemacht und das wird ja behandelt. Ein anderer Betrieb zu Lützeburg hat sich auch daran spezialisiert, für mit freien Emissionen Profit zu machen. Das ist ein Zementproduzent Simalux, den durch den Verkauf für seine Gratis-Emissionen Profit von bald 8 Millionen Euro gemacht hat. Das Geschäft mit den freien Emissionen hat sich also gut rentiert. Zwischen 2008 und 2014 15 Millionen von freien Emissionen sind in der Lützeburger Industrie losgehen mit einer Valeur von 126 Millionen Euro. Die Frage wird natürlich auch, ob der COP21 thematisiert gehen. Das Problem ist aber den, und das wissen wir hatten das ja auch vor kurzem an der Umweltkommission ja beschwert, dass die EU-Kommission weiterhin das System für die nächste Periode prolongieren will, also bis 2030. Das, obwohl gewusst ist, dass das System gescheitert ist. Da muss ich aber natürlich auch wissen, dass wir Niveau von der EU-Kommission nicht gerade gartiert sind mit diesem Kommissar, den Spanier Miguel Arias Cañete, den eine Zeit lang auch Präsident war von so Petrolskompanien. Ja, kennst du dich aus? Allerdings. Das war, weißt du, was du schwätzt, dann weißt wie Geld verdient. Und bon. Den als trotzdem Kommissar ginn den Herr vom Partido Popular sowieso die Partei also die Sache wo der Partido Popular war bien ein recykleiert dat sind Frankisten dat huet neicht mat ëmwelt ze dienen op en gewissen Erderweis mal am Thema zu dienen bei mir op Fall Ech menggen awer dat mar als 10 sinn
dat man dem Umweltminister auch die Forderung deelt, dat man Schlussstrichen an der Politik von der freien Emissionen zeie sollen. An demselbechte Kontext stellt sich auch froh von den überflüssigen Rechter, die an eng Reserve sollen gelöst gehen. Das ist ja ein zentral froh für den Preis vom CO2 zu stabilisieren. Und wir mengen, dass das solle vernichtet gehen. Herr Präsident, das ist nicht nur möglich, Klimapolitik auf eng sozial gerecht Weise zu gestalten, das ist wirklich sogar eine Präkondition. Es gibt auch Alternativen, die realisabel sind, die da möglichen einerseits Ziele zu erreichen und dafür raus und darüber rauszugehen, und das ohne die zu bestrafen, die am meisten dafür können, an den meisten Moyen haben. Den Stockholm Environment Institute an Eco Equity schloen das System 4, genannt Greenhouse Development Rights, auf Französisch Droit au Développement dans un monde sous contrainte carbone, geht viel besser. Und du gibst schon einen Bericht, den schon ganz alles, also den 2011 gemerkt in unserem Auftrag von der ASTM und von Caritas, die zwei Institute ja beauftragt hat, für zu gucken, was zu Lützeburg möglich wird. Das System basiert nicht auf ein nationale Objektive, man guckt, wer das Land wat all Land seg Responsabilitéit op globalem Plan ass an da gëtt een Indiz ausgerechnet den en Diskapazité Responsabilité heecht. An laut dësem Kalkül huet Lützeburg een Indiz vun 0,027%, wat méi héich ass wie se Undeel der Weltbevölkerung den bei 0,007% läit. Nächt man James Bond den mé das anscheinend der Fall. Und das hat natürlich mit unserem Lebensniveau zu dienen, aber mit unserer Klimaschuld. Das System hat einen Avantage, einen Unterschied zu machen weltweit zwischen den Konsumateuren, die über die gewisse Zeit konsumieren und die Männer konsumieren. Das gilt weltweit mit den Berechnungen doch für all einzelne Land gemacht. Ich kann als Zeitrennen natürlich nicht im Detail angehen, aber jeder kann das für sich nachgucken. Vielleicht kennen das bestimmt auch. Es geht darum, daheim sollen die finanziellen Kapazitäten von den Leuten mit ihrer karbonischen Responsabilität am Marktlang gebracht gehen. Die meisten Kapazitäten haben, sollen am meisten beitragen. Da gibt es dann noch natürlich eine ganz Reihe von Mesuren, die geholt können gehen. Und das wird auch natürlich mit einer umfangreichen Steuerreform zu dienen. Konsumkapazitäten von denen, die überkonsumieren, sollen stark beeinträchtigt gehen. Wo gehen diejenigen, die aus finanziellen Ursachen Männer konsumieren, wie nötig, sollen entlastet gehen. Natürlich geht das Hand an Hand mit Mesuren über fossile Energien und so weiter. Das gibt dann noch bedeuten, dass so ein Land Raum schaffen kann, zumal die am meisten industrialisiert sind oder verpassten, für die Mann entwickelte Länder zu ermöglichen, ihre Retard abzuholen und das Geld auch freigemerkt gehen, für zum Beispiel an alternativen Energiequellen zu investieren. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass das Prinzip von der Kapazitätsresponsabilität intern für ein Land gilt. Zum Beispiel die 200 Millionen reich oder ganz reich Inder, die werden natürlich mehr sollicitiert gehen wie die 1 Milliarde, die Männerreich, also da ganz arm ist. Zum Schluss kann man nicht allein doch vom Tanktourismus zu schwätzen, aus dem Lützeburg rauskommen soll. Leider spielt den keine Bereitschaft seitens der Regierung, auf jeden Fall seitens gewissen Deler von der Regierung, gebe ich so. Wir müssen aber ich denke abhalten, Exkusen zu finden. Alle Land auf der Welt, nicht nur Lützeburg, hat eine spezifische Situation. Er kann grin ugin fir wat an dem oder an dem anderen Bereich nicht kann erholen. Wir müssen natürlich auch oppassen für eine sogenannte Lesung, die vielleicht keinen Sinn wie die vom Biosprit, weil nicht alles wird Bio ist, nicht überall wo Bio drauf steht, also auch Bio. Es gibt natürlich Länder, die sind total drauf spezialisiert, wie Brasilien zum Beispiel, wo Tausende von Quadratkilometern umgewandelt gehen. Felder für Zuckerkern zu produzieren, für Bioethanol zu züchten. Ich habe so etwas selber gesehen, das sind monströse Firmen, wo ich noch nicht mit den Nabelstoff schwätzen, ich weiß nicht für was, als Journalist. Also das sieht schon vieles aus. Das hört, vielleicht gerade erwähnt, wie wir alle wissen, hat das Reperkussionen auf die Landwirtschaft, auf Form von intensiven Monokulturen und natürlich auch Landgrabbing, also weiter, so viel, die bei weitem alle nicht klimaneutral sind. Herr Präsident, Klima ist
Et ginn technisch Lesungen wat Klima ubelangt, et gi technisch Lesung wat alles ubelangt. Et gi noch politisch Lesungen. Et ass eng politisch froh, Et ass eng demokratisch froh, Et ass net nëmmen eng technokratisch froh. Schwg dat ass eng Sach, wo en sech muss bewusst sinn, wann en vum Klima schwätzt. Ich so nicht merci. Merci auch, und dann hast du den Tür lächten Redner für den Mitten den Marcel Oberweis.